die Kolumbine schon, ne? Ja. Das ist aber nur die Vorhut, die anderen kommen später. Mit dem Rollator brauchen die was länger. Es ging darum, dass wir innerhalb von 10 Jahren keine Mädchen aufnehmen. Und das haben wir fast, Gott sei Dank, gut geschafft. Lieber Axel, wir möchten uns herzlich für das Rutschen bedanken. Wir wünschen dir und uns allen natürlich eine schöne Nacht. Auf den Axel und auf unseren Treiber Kölle! Spiel mal zu! Stadtsoldaten! Prost zusammen! Prost, du Sack! Mach eine geile Nummer! Weitermachen!
Gemeinde. Wir, Stadtsoldatencorps aus dem wunderschönen Bad Honnef, wir haben euch das herrliche Wetter mitgebracht, heute Morgen, und wir machen ein kleines Türchen durch das herrliche Köln. Wollt ihr uns sehen? Könnt ihr das mit einem Applaus fordern? Seid froh, wenn ihr nicht geklatscht hättet, hätten wir auch getanzt. Was machen wir zuerst, wenn die eine spielen? Kommt näher, nehmt euch in den Arm, es wird geschunkelt, mal Hand fast verloren. Sind Freiwillige unter euch? Das ist nicht der Fall. Ich muss so aufpassen, dass die Chinesinnen nicht mal husten. Ja. Stadtsoldaten, präsentiert! Sind Sie fertig? Hallo Gabi. Stadtsoldaten, präsentiert! Großer Applaus für die Damen! Also, wollt ihr noch einen hören? Ja! War die gestern Abend raus, oder? Ein blasses Stimmchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wollt ihr noch einen hören? Ja! Stadtsoldaten, zurück in der Reihe und dann die Spielmöps wieder noch üben. Nicht schon, überhaupt nicht. Lass ohne, nicht schon. Aber nicht eins, das man schon auch noch. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Rundgang
auf den Spuren des Kölner Karnevals durch die Altstadt von Köln. Mit dabei ist der Spielmannszug von den Bad Honnefer Stadtsoldaten unter der Kommandeurschaft, darf man das ja heute, von Jürgen Wessel. Und Jürgen wird als allererstes diesen Zug mal vorstellen. Ich möchte vor allen Dingen Sie alle mal kennenlernen. Hat auch schon irgendwie gespielt. Das genommen für die Pferde, damit sie trinken konnten, den Hofbrunnen wecken, damit sie Lied still, sie bete stond und jöste nicht und sagt zu ihm, Ried wäre tät jedon. Und jetzt kommt die spannende Strophe. Ihr Mädchen alt, nur merkt die Stadt und sitzt man nicht zufrieden. Fried ist superzig, verheblich, Futz im Kopf und sitzt man nicht zufrieden. Ja, manchem hättet Leid getan, et Lied von Jan und Ried. Das ist das Stück, was in reduzierter Form am Severinstor von Jan von Wert gespielt wird. Sie kennen das, wäre tät gewusst, wäre tät getan. Das ist ein Spruch der Spekulanten, wenn früher im 19. Jahrhundert man nicht wusste, ob eine Immobilie letztendlich eine Bauimmobilie wurde. Da haben die Makler gesagt, wäre tät gewusst, wäre tät getan. Ja, rheinische Dreifelderwirtschaft, Bauersland, Bauerwartungsland, Bauland. Und das ist im Grunde genommen Es wird sicherlich ein unvergesslicher Tag und dafür haben wir sogar das Wetter bestellt und wir haben eigene Stücke gelernt. Also lasst euch einfach überraschen und an uns soll es nicht liegen, dass wir Spaß haben. Lächeln! Hallo? Wir werden nachher zum Zims gehen. Da wird doch diese sensationelle, schon nach Auftritten gierende Tanzgruppe von den Honnefer Stadtsoldaten Ihnen was vortanzen. Und da werden wir einen kleinen getränkemäßigen Boxenstopp einlegen. Hier ist das eher nicht gedacht. Wir sind hier an einem karnevalistischen Zentrum. Da vorne ist der Karl-Küpper-Platz, um an diesen Karnevalisten zu erinnern, der in der Nazizeit mit einer unglaublichen Couragiertheit gegen das System entsprechend agierte. Wir kennen Karl Küpper
als einen, der in der Nazizeit mit dem Arm nach oben den Saal auf hat er dann in Diensten der Wehrmacht überlebt und nach dem Zweiten Weltkrieg hat er versucht wieder aufzutreten. Das war ihm aber dann nicht wirklich erfolgreich vergönnt. Sein Leben beenden, sich also aus freien Stücken nicht, sondern ist normal gestorben. Und dann hat man ihm das auch das Schiebe auf der Welt sich unwahrscheinlich lange hält. Drum fahr ich mit der Lisa zum schiefen Dom von Pisa. Der geht groß ein, der sagt das Leben. Wir waren auf Erden schon die reinsten Längelein. Das war das Lied, wo man sich exkulpierte von Nazi-Vergangenheit. Und dann wurde die neue D-Mark eingeführt und man hatte ein großes Problem mit den Altwerten und das führte zu dem Lied. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Einmal im Gang mit dem fällt uns nur eins ein, das Glockenspiel vom Autos-Dom. Hätte wunderschöne Klang, das Glockenspiel vom Autos-Dom. Können wir nur stundenlang immer treu und Redlichkeit. Und wenn wir ab und zu vernetzen und sind wir echte Kirschütten. Ja, ich habe gefragt, so eine schöne Blase hat sie gehabt. Von Hinge oder von Führung?
dass ihr uns bis jetzt die Treue gehalten habt. Und wir haben so viele Groupies dabei, wie wir noch nie dabei hatten. Das andere bewährte Publikum, was uns noch nicht kennt, möchte vorstellen, mit tosendem Applaus, die Stadtsoldaten der TV aus Bad Honnef. Wir haben uns auf den langen, beschwerlichen Weg gemacht, um einen sonnigen Tag in Köln zu verleben. Bis jetzt hätte das Stadtsoldaten, seid ihr soweit? Meine sehr verehrten Damen, wollt ihr die Stadtsoldaten tanzen? Ja! Ist zufällig ein Arzt dabei? Rettungsdienste. Gut, also, wir werden ihn einfach versöhnen. Lieber Jürgen, du hast das Wort. Lass die Jungen überlassen, die Puppen tanzen. Ja, danke mir. Das sind Puppen. Gerade Gorbe, Mann. Zum Land dafür. Auf geht's. Für unsere Kolonie mit jetzt genannt. Stelle hier noch zum Präsentieren. Sind ihr fertig? Ja. Stadtsoldaten, präsentiert. Dann!
Wir gehen als nächstes zum Roten Funkenplätzchen, natürlich mit dem Roten Funkenmacher. Also, auf zu Andrea. Gehen wir direkt rein, denke ich. Ne?
haben, wie das vor 5 Jahren und 2 oder 7 Jahren gegangen hat, dass wir die Straße raufkamen und du mit einfach 2 gestapelten Kränzen Kölsch auf der Straße standst. Junge Kudderin. Und deswegen sind wir heute immer noch bei dir. Wir fühlen uns bei dir pudelwohl. Nicht ohne Grund hängt drinnen das Schild ständige Vertretung des Stadtsoldatencorps Bad Honnef mit unserem Bild darüber. Lieber Andrea, wir bedanken uns ganz herzlich für dein Team, eure Gastfreundschaft und wir kommen gerne jedes Jahr wieder. Ja, klar. Ich würde sagen, ob die Andrea auf ihr fantastisches Team, auf den Martinswinkel, auf den stinkenden Fischmarkt, 3 Momente, Bad Honnef! Allah! Köln! Allah! Der Fischmarkt! Allah!